En fait, quand je fais les portraits, je pense à qu'est-ce qu'elles étaient en train de vivre quelques minutes avant leur mort, quelques heures avant leur mort. Est-ce qu'elles étaient parties chercher le pain? Est-ce qu'elles avaient préparé le repas pour un repas de famille? Est-ce que voilà, elles avaient prévu quelque chose pour le lendemain? Aujourd'hui, on avait envie de sortir de la victime numéro 14, la victime numéro 139, pour leur redonner un prénom, une identité, et le faire à travers les mots et les pensées de leurs proches, des gens qui les aimaient et qui les aiment toujours. On essaie de leur rendre hommage à travers un portrait qui les rend le plus vivantes possible dans une attitude ou dans une pose, dans quelque chose qu'elles aimaient faire. Et à travers ces portraits qui mettent à la fois en valeur leurs qualités, mais même parfois des défauts, on redonne un petit peu de personnalité à ces chiffres. On leur redonne un peu de vie en racontant que c'était des gens qui avaient des passions, qui avaient des gens qui les aimaient. C'était des personnes qui sortaient et qui sûrement ne laissaient rien paraître. C'est hyper important de communiquer sur le sujet auprès des jeunes. C'est quelque chose que moi, j'aurais aimé savoir pour pouvoir m'en protéger, peut-être être aux aguets des premiers signes. C'est important de se rendre compte qu'en fait, que ces femmes, elles se sentent vraiment très seules et que c'est un peu honteux pour elles d'assumer que du coup, elles se font violenter. Et on a beau venir d'un milieu social où on a été très accompagné et très aimé par nos parents, et en fait, ça ne nous protège pas de tout. Si un jour une jeune fille tombe sur un de ses portraits, si ça lui permet d'échapper aux mains d'un bourreau parce qu'elle aura su cerner les premiers signes, c'est tout ce qu'on souhaite avec cette communication. C'est important qu'au moindre signe, quand une victime décide de s'ouvrir et de se confier, vous rendez pas compte de ce qui se passe derrière et de combien de temps ça a pu lui prendre à elle pour trouver le courage de se confier. Laissez-la se confier et prenez en compte ce qu'elle vous dit, parce que chaque confession demande un effort considérable et elle a vraiment toute son importance et il faut vraiment lui donner toute votre écoute et au moins, même si vous ne pouvez pas la sauver, lui montrer qu'en fait, au moment où elle en aura besoin, vous pouvez être la deuxième main qui saisit la poignée de la valise pour l'aider à partir. Häusliche Gewalt an all ihre Facetten wird nicht toleriert, weder lo noch in Zukunft. Gerade in diesen Zeiten von der Krise ist es mehr als egalitätsministerisch wichtig klarzustellen, Gewalt am Staat ist keine Privatsache, den Opfern wird geholfen. Am Minister halten wir zusammen mit der Polizei, dem Parquet und den sozialen Gestionären die Situation genau am Arm. Dafür sind sie nicht allein. Sie kriegen zu allen Momenten von den Assoziationen geholfen.
Auch potenziell Täterinnen und Täter können sich zu allem Moment von einem spezialisierten Service begleiten lassen. Seit dem Anfang von der Pandemie wurde dem Minister all die nötigen Mesuren ergriffen, für die Organisationen hier Aktivitäten weiter assurieren können. Kontakte, Konsultationen über Telefon, Videokonferenzen, Mail und Permanenzen die 7 Tage auf 7 angeboten. Ein wichtiger Arbeit wird von den Equipen von der Helpline gelegt. Für die Helpline ist es Nummer 20 60 62. Am Fall von einer Urgenz ist es auch klar, dass die Polizei und der Parquet dafür sorgen, dass Opfer geschützt und Täterinnen und Täter bestraft werden. Das Ministerium hat eine extra Internetseite violence.lo mit all den Kontakten von den Organisationen. Der rechtliche Kader ist alle zu Busch gesagt. Mir genauso wichtig ist es doch, weiterhin über häusliche Gewalt aufzuklären und zu sensibilisieren. Als Egalitätsminister und als Innenminister begrüße ich die Initiative von der Gemeinde Stangefurt mit der Expo Derrière les Chiffres, Klorzeichen gegen häusliche Gewalt zu setzen. Gemeinden sind dezentral Platz, wo die Leute zusammen leben, also sind nur wesentliche Partner, wenn es darum geht, die Egalität lokale Plan umzusetzen. Informieren als ein erster Schritt für die Gewaltspirale zu brechen. Es geht helfen. Mehr lassen keiner am Stach. Es ist ganz freundlich, am Nu von der Gemeinde Stengefurt auf dieser Exposition hier am Kader vom Weltfrauentag zu begrüßen. Als Gemeinde Stengefurt setzen wir schon seit einer ganzen Reihe Jahren intensiv für eine Chancengleichheitspolitik am Allgemeinen sowie eine Gleichstellungspolitik zwischen Frauen und Männern am Speziellen an. Außerdem haben wir letztes Jahr den Schwur getroffen, einen eigenen Chancengleichheitsservice aufzubauen und eine Person dafür zu rekrutieren. Dass wir mit all diesen Aktionen und Bestrebungen im richtigen Weg sind, weiß nicht zuletzt den Prix d'Encouragement, den wir anfangs des Jahres konnten, von der Minister für die Gleichheit zwischen Frauen und Männern und Madame Taina Bofferding entgegenholen. An den nächsten Jahren wollen wir zusammen mit der Chancengleichheitskommission ja auch zusammen mit ihr Bausen aktiv als Politik gestalten. Dafür wird ab erstes Jahr ein größerer Bürgerbelegungsprozess zukommen, wo die an Terminung gefragt geht. An der Terminung wird dann zusammen mit diesen konsultativen Kommissionen auch konkret Aktionen abschließen. So konkrete Aktionen können zum Beispiel wie die Ausstellung Haut Hai sein. Zusammen man freue sich mit der Chancengleichheitskommission diese Ausstellung auf Bein gestaltet. Ja, wir wünschen euch einen flotten Parcours durch diese Ausstellung, wobei kann ich nicht wirklich flotten weder durchwünschen bei so einem nächsten Sujet wie der Violence conjugale. Ich gebe vielleicht formulieren, also ich wünsche euch einen inspirierenden, einen bewegenden Moment, von der das Bilder des Témoignagen von Frauen ob ihr schwer gelöst. Derrière les Chiffres. Derrière les Chiffres ist eine Ausstellung, die Gemeinde Stengefurt an Zusammenarbeit mit dem Foyer Sichum von der Centre de la Porte Verte und der Chancengleichheitskommission am Kader vom Weltfrauentag organisiert. Die Idee für diese Ausstellung zum Thema häusliche Gewalt ist am Foyer Sichum entstanden. Nachdem Isabelle Marschall aus ihrem Foyer erste Kontakte mit der Illustratrice Fanny Weller abgeholt hat, ist das Projekt und Rolle gekommen. Freut mich ganz besonders, dass wir das Expo, wo ein Premiere zu Lützburg ist, an der Villa Koller zu Stengefurt ausstellen dürfen. Fanny Weller, selber Opfer von häuslicher Gewalt, hat bei Hilfe von seinen Zeichnungen einen Weg gefunden, für zu thematisieren. Am Mittelpunkt stehen Frauen, die Opfer sind von häuslicher Gewalt. Ob ein lebendiger Weise, an dem die Illustratrice Kontakt mit der Familie und den Freunden hat, beschreibt sie mit ihren schwarz-weißen Zeichnungen des Frauen. Frauen, die gerne gelernt haben, die mit Motto gefahren sind, die gesungen haben mit ihren Kindern, die gekocht haben, getanzt. Frauen, die einfach von ihrem Partner aus dem Leben geraubt wurden. Häusliche Gewalt hat viele Gesichter und viele Formen. Wir sprechen von der psychischen, von der physischen, von der sexuellen, von der ökonomischen, auch von der verbalen Gewalt. Falls ihr Opfer seht oder wisst von einer Person, fragt nur Hilfe, bleibt nicht lang und informiert euch über die Rechte